Herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf dem Kanal Timo Kuscher. Ich habe ein Päckchen bekommen und um das geht es in dem ganzen Video heute. Also, ich muss euch mal eine kleine Vorgeschichte erzählen zu dem Päckchen hier, wie das Ganze dazu gekommen ist. Nämlich ist mir langweilig gewesen, ich bin mit dem Handy durch Ricardo durch, habe einfach aus Langeweile ein bisschen nach Lichtequipment gesucht und ein bisschen geschaut, was es so gibt, was angebot. Nachher wollte ich mehr Infos zu diesem Produkt und anstattdessen habe ich mich verklickt und habe drauf geboten. Und ja, jetzt ist es bald bei mir. Und ich dachte, well, schon, dann machen wir das Video daraus, dass es irgendwie einen Sinn hat und packen das mal aus. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz, was drin ist. Aber ja, machen wir es mal auf. Darum, wie man sieht, breche ich die Kamera ab und dann packen wir das Ganze mal aus. So, nachdem die Kamera ein 40 Mal ausgeschaltet hat, habe ich mir überlegt, gut, machen wir es noch einmal. Also, wir haben das Paket bereits ausgepackt, Anfang haben wir ja gesehen. So, das ist es da. Ich hoffe, man kann es sehen. So ein LED Mini Flat Power Light. Das ist mega cool. Ich habe mir gedacht, ich bestelle mir es mal. Ja, der hat da so verschiedene Lichter und verschiedene Modi und ich würde sagen, wir packen es jetzt mal aus. Und ja, was kommt da alles raus? Ich hoffe, man sieht es da. Genau. Ja, das brauchen wir nicht. Dann haben wir da einiges im Griff. Ja, die Qualität ist, könnte besser sein. Hier noch die Beschraubungen raus. Immerhin schön in einem Sack eingepackt ist es. So sieht das aus. Und haben wir jetzt vielleicht Lust. Ist kein Metall, wenn man sich denken kann. Bei der nicht die höchste Preiskasse und die Übergänge sind halt da, wenn es das anlangt, nicht unbedingt die besten, aber ganz ehrlich, ich habe das Produkt wählen, das hochwertig ist. Und ich kann nicht getrauen, irgendwo hinzunehmen. Ich habe gedacht, ich bestelle mir das mal aus Spass. Und dann sehe ich, ob man etwas brauchen kann oder nicht. Und ja, jetzt teste ich das mal mit euch und hoffe, es sieht trotzdem immerhin gut aus. Voilà. Und ich würde sagen, dann schrauben wir das jetzt mal an. Das kann man dann einfach so reindrüllen. Recht einfach. Die andere Seite auch. Und je nachdem kann man das eigentlich sogar, glaube ich, an ein Kamerastativ aufschrauben, wenn man es genau will nehmen. Nehme ich jetzt stark mal an. So, dann haben wir es auch zugeschraubt. Und dann kann man das eigentlich einfach so aufstellen, je nachdem wie man es will, kann man es so vorne oder halt rauf. Ja, das ist jedem ein bisschen selber überlassen. So sieht es aus, wenn es fertig aufgestellt ist. Kann man es dann noch anziehen auf der Seite. Dann würde ich sagen, stecken wir das mal am Strom ein. Dann habe ich extra eine Steckdose geholt. So, und dann sieht man bereits, da hinten zeigt sich so das Ding. Ich weiss, das flackert jetzt, weil das natürlich nicht die gleiche Herzanzahl hat wie ihr. Aber wenn wir jetzt mal schauen, kann man hier die verschiedenen Menüpunkte auswählen. Jetzt sind wir bei Blau, jetzt flasht. Boah, hell! Dann haben wir da, was haben wir das nächstes? Da hat es jetzt die verschiedenen Stufen, kann ich die verschiedenen Farben auswählen. Grün, Rot, Blau. Dann so Blau und Grün gemischt. Dann haben wir Rot und Blau gemischt und Grün, Rot gemischt und wieder Blau, Grün. Ja, genau. Dann haben wir da einfach so, dass die Farbe wechselt. Dann als nächstes haben wir, dass es so langsamer wechselt, wenn man jetzt das anschauen kann. Und dann gibt es noch einen weiteren Modus. Der E-Modus, der ist einfach so, der blinkt einfach so. Und jedes Mal kann man halt da rauf oder runter verstellen. Dementsprechend blinkt es schneller oder halt langsamer. Jetzt blinkt es bereits schneller. Und es wechselt eben die Farbe, wenn man es anschauen kann. Es ist nur rot. Ja. Und dann, jetzt kommen wir zu dieser Einstellung so. Oh voilà, jetzt bin ich schon wieder eine Zeit. Jetzt kann man da die verschiedenen Töne, also wenn wir jetzt zum Beispiel da, jetzt ist das Grün komplett weg, jetzt ist es wieder da. Und dann kann ich das abdimmen oder aufdimmen. Das heisst, theoretisch können wir das perfekte studioweise einschalten. Das gleiche ist geht mit Blau und dann sind wir bereits wieder, wow, im Flash. Genau. Da gibt es natürlich auch noch die coole Möglichkeit, dass man auf den Sound gehen kann. Und dann ist das jedes Mal, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt da drunter einfach mal da tippen, dann wechselt das jedes Mal
mit der Farbe durch. Genau. Dann habe ich da noch das zweite geholt. Das ist ebenfalls schon bereits montiert und ich muss sagen, das ist leider, hat mich enttäuscht, was angefangen ist das Teil da hinten, man sieht es jetzt ein bisschen, bereits rausgekehlt gewesen. Und dort war die Platine abgebrochen innen dran. Der Schrübel, jetzt habe ich es auch neu anschrauben, habe es schnell aufgemacht, neu angeschraubt. Aber sonst im Guten und Ganzen läuft es und es war auch noch falsch gesteckt gewesen. Der Stecker innen dran war falsch gewesen. Dementsprechend ist der falsche Strom geflossen. Aber ich habe es dann gesehen und konnte richtig rum einstecken. Darum läuft jetzt der da. Und der sieht man bereits, der läuft momentan nicht auf der Musikding. Jetzt schon. Das heißt, jetzt haben wir. Und ich finde einfach, es gibt coole Effekte, die man damit machen kann. Gerade so, zum Beispiel mit Rot und Blau kann zum Beispiel verdammt geile Effekte machen. Gut, das ist jetzt wirklich, aber wenn man jetzt so hinter mir an die Wand schaut oder so einfach Körper hin, gibt es schon geile Effekte, die man damit machen kann. Und ich möchte euch jetzt gar nicht länger aufs Foto spannen, sondern zeige ich euch mal ein paar, keine Ahnung, ein bisschen nähere Aufnahmen, vielleicht noch kombiniert mit Rauch und ein geile Musik. Die kleinen Eindrücke haben euch gefallen und schreibt mal in den Kommentaren, was ich besser machen kann. Weil es nimmt mir ehrlich gesagt unter, weil ich habe es recht cool gefunden. Zumindest beim Filmen, wenn es jetzt im Schnitt rausgekommen ist, ist es so ein bisschen, naja, könnte besser sein, aber mit dieser Möglichkeit, die ich am Tag hatte, ist es nicht besser gegangen, weil draußen habe ich nicht können und wo kommt man aus dem einfach Strom. Aber ich werde das jetzt mal dahinter tun und dann sehen wir jetzt das Rot-Blau habe ich jetzt mal eingestellt, um mal zu schauen, wie es wirkt. Das gibt noch viel geilere, also auch geile andere Einstellungen. Wie zum Beispiel, dass man hellblau macht und da violett, das sieht auch recht nice aus. Jetzt ist einfach die Frage, was mache ich da hinten? Weil klar könnte ich da etwas einschalten, zum Beispiel weiß. Moment. So, weiß, aber irgendwie ja, geht noch das Rot und das Blau verloren, darum habe ich mir gedacht, das schalte ich lieber aus, dass man das nicht hat. Ich könnte den grün machen, sieht gerne geil aus dazu, wenn wir jetzt hier grün einschalten. Moment, jetzt zuerst einschalten. Grün. Wenn man jetzt ein grün hat, aber das Problem ist, es beißt sich halt mit dem Rot. Dass man dann da in der Kamera sehen, dass es ein bisschen runtergeht. Und das will ich natürlich nicht haben, darum habe ich lieber gesagt, ich es so behalten, mit Rot und Blau. Ja, und eigentlich hätte noch so ein zweites Paket angekommen, wo ich mir mehr oder weniger blind auf Ricardo bestellt habe. Aber irgendwie hat es das bis heute nicht dahin geschafft und sind mittlerweile Donnerstag und ich habe gehofft, dass es bis heute kommt, weil morgen Abend ist so ein bisschen kritisch mit Zeitmanagement und ich muss irgendwann das Video schneiden und aufladen. Und ich weiss gerade noch anders zu. Und darum habe ich mich entschieden, ja, lade es jetzt auf und dann mache ich halt nächste Woche noch eine Episode. Ich bestelle blind auf Ricardo. Ja, ich hoffe, es kommt auch dann bei euch gut an. Und ich hoffe, das Video hat euch so weit gefallen bis jetzt. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mehr so Sachen gesehen oder weniger. Oder wir sagen, ist schon wieder egal, was der postet. Es soll sich auch für sich behalten. Da ich denke, ja komm, machen wir das Video. Ich habe schon Geld dafür ausgegeben, ehrlich gesagt. Dann machen wir das Video. Vielleicht gefällt es der eine oder andere. Vielleicht denkt sich der eine oder andere, oh geil, ich will jetzt etwas auch. Und ja, denke ich, komm, für dieses kleine Geld lohnt sich die Investition. Und ich finde, es macht echt noch viel aus. Und eventuell versuche ich es mal da oben an die Decke hinzuhängen, irgendwie, dass es dann wirklich abstrahlt. Aber das habe ich bis jetzt keine Zeit gehabt. Mal schauen, ob ich das vielleicht noch machen werde. Das zeige ich dann vielleicht im nächsten Video, wenn ich es gemacht habe. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, ich bin schon wieder viel zu lange am Reden. Darum sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einem weiteren Unboxing wahrscheinlich. Aber vielleicht erwarte ich etwas anderes. Ich kann schauen, was es aktuell ankommt. Vielleicht ist es gar nicht an. Mal schauen.